Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Fiete anders». Die Geschichte hat die Miriam Koch geschrieben und gezeichnet. Der Fiete ist anders. Das kann man sehen. Und er spürt es. Er ist allein. Wo ein farbiger Ballon über die Wiese fliegt, überkommt der Fiete eine grosse Sehnsucht und er geht am Ballon hinten nach. Hinten nach in eine fremde Welt. Doch der Ballon verschwindet und der Fiete ist wieder allein. Er findet andere Sachen. Sie scheinen ihm ähnlich zu sein. Doch keins kann ihm seine Fragen beantworten. Warum ist er anders? Wohin soll er gehen? Der Fiete ist so fest allein wie noch nie. Er kommt Angst über. Die Tränen kommen ihm. Alles ist anders, aber nicht so wie er. Vielleicht bringt ihn der Zug irgendwo hin, wo anders richtig ist. Wohin fahren all die Kisten und Kartonschachteln? Erschöpft schläft der Fiete ein und träumt von anderswo. Wo er aufwacht, ist es dunkel um ihn herum. Doch ein wunderbares Rauschen kommt an sein Ohr und bis in sein Herz. Der Fiete befreit sich aus dem Dunkeln und dann sieht er einen hohen Turm. Der leuchtet und sieht aus wie er. Ein Leuchtturm. Der Fiete staunet über die Weite vom Meer und schmeckt die salzige Luft. Alles ist hier anders. So schön anders. Der Fiete entdeckt einen Hügel mit saftigem Gras und vielen anderen Schafen. Hierhin gehört er. Der Fiete spürt das und der Wind erzählt es ihm auch. Der Fiete ist anders als die anderen, aber er ist angekommen. Er gehört dazu. In der Nacht schickt sein grosse neue Freund ihm seine Strahlen und am Fiete seine Augen leuchten. Wohin du auch gehst, geh mit deinem Herzen. Konfuzius. Das war die Geschichte «Fiete anders». Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!